Willkommen zurück, Freunde, zu Fire Emblem Engage. Und ja, das Spiel hatte das Gefühl, es müssen noch ein paar neue Herausforderungen stellen. Was ich ein bisschen übertrieben schwierig finde, wenn ich ehrlich sein soll. Hier zum Beispiel irgendwie mit Chrom und Darei, neuen Truppen hier oben. Und ganz ehrlich, ich traue dem Ganzen hier oben nicht so richtig. Und ich habe auch hier oben ein bisschen Schiss, muss ich zugeben, dass die hier gerade mit Karacho auf uns zugestürmt kommen. Waren nur noch 3 Ladungen vom Zeitkristall, das heißt, ich muss jetzt sehr gut überlegen. Ich habe mir offscreen noch ein paar Gedanken gemacht. Und ich glaube, das Beste ist erstmal abzuhauen. Ne, ich glaube, das klingt sinnvoll. Dass man noch ein paar Ladungen brauche für ihn hier, für Sidal. Wo er eigentlich die beste Verteidigung hat. Weil hier um Frontalangriff zu gehen, gegen die da oben, nee. Die andere Option wäre natürlich, dass ich einfach sagen, ich hau nach rechts und links ab. Ich habe momentan 3 Truppen so aufgestellt, das finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Wenn es hart auf hart kommt, Chrom, geht er nach unten, geht er nach rechts, links. Man kann die hier oben nicht irgendwie zurückziehen, das ist gerade ein bisschen schwierig. Das heißt, warte mal. Timera hat ja einen Erweckungsstein, die hält sowieso ein bisschen viel aus. Okay, das heißt für mich, machen wir es so. Bougerolin, ihr zieht euch nach links zurück. Nach rechts meine ich, Entschuldigung. Ihr unterstützt da oben mal ein bisschen. Der gute Dude, der geht dahin. Ich weiß, Resistenz, da will einer was von uns. Er setzt die Drachenader ein, um mal hier unten ein bisschen für Abwehr zu sorgen. Dann haben wir die hier, genau, wollte ich eigentlich so machen. Jetzt ziehe ich mich aber doch hier zurück. Haben die ganzen Mages und so, ist mir zu gefährlich, sorry, aber vor allem der Meteor-Dude und so, der hat so eine scheiß hohe Reichweite. Kann natürlich schon hier durch und einfach durchmarschieren, aber den da oben noch als Gegner. Engage, nicht den Magier platt machen, anderen ignorieren. Wäre natürlich auch eine Option. Überreiten generell, ja, aber hier ist gerade ein bisschen das Problem, das geht nicht. Da mache ich so nicht. Das heißt, ich muss wohl oder übel ihn so platt machen. Und da Alfred ja eine relativ hohe Verteidigung hat und jetzt sogar nochmal ein bisschen abhauen kann, würde ich sagen, ziehen wir einfach mal hierhin zurück. Da ist Stahllanze, da ist der, da ist der. Hier können wir auch schon wieder agieren. Wobei jetzt aber den Vorteil auch mit Louis in der Combo. Natürlich nicht gegen den Magier, das wäre ein bisschen doof. So, Auge des Sturms. Nee, ich lasse es mal so, wie es gerade ist. Junak, hast du noch irgendwie ein Heilmittel? Okay, dankeschön. Guck mal, ob er dann noch irgendwas machen kann. Dann sind die soweit ready. Was mache ich hier? Da ist natürlich dem großen Ei-Tier, wäre das was? Ja, das Problem ist, wenn nachher die dort noch kommen, dann ist sowieso ein Problem. Ich muss mit einem Schlag wegkriegen. Das sieht mir eher schwierig aus. Warte mal. Der andere Magie funktioniert schon wieder.
Ja, ich meine, er kriegt so oder so weg, das ist nicht das Problem. Warte mal, er geht trotzdem aufs Bündnis. Den großen I-Tier-Dings muss man mal später. Da war schon eine scheiß Meißellanze und sie kriegt trotzdem nicht. Oh Mann, ey. So. Wäre das erledigt. Dann mit ihm hier. Ja, kommt wieder der andere mit dem der andere Meteor-Fuzzi. Wer kennt nicht die Meteor-Fuzzis? Ah ja, hier mal ein Engage. Es sind zwar nur in Anführungszeichen 3 Gegner, aber trotzdem. Dafür gehe ich jetzt noch Meisteraxt. So. Ach, Darien kommt dann danach. Super, der bleibt da oben. Ein Hoch auf den Goldenen Lotus. So viel dazu und nochmal zurück. Gucken, ob der Rest so weit hier funktioniert hätte. Natürlich treffen die alle, ist natürlich klar, was auch sonst. Hä, wieso Silberschwert hat den Meisteraxt ausgerüstet? Ah, ich darf ja keine Charaktere verlieren, ne? Vergessen wir nicht, dass wir das so abgemacht haben. Ach komm, weißt du was, langsam... Mir geht meine eigene Regel langsam auf den Sack, ganz ehrlich. Für das habe ich ja Anfänger gewählt quasi, also Schwierigkeitsgrad schwer, aber Anfänger. Und halt Charaktere trotzdem behalten kann, ne? Wenn sie draufgehen. Weil das hier geht mir gerade auf den Sack. Okay, das da oben darf ich also doch nicht machen. Rechts da mit Ding. Gehen wir mal ganz zurück auf die Spielerphase. Wir machen es nochmal von hier aus. Ja, wenn es vielleicht doch wieder mit dem Meteor-Fuzzi auf sie losgeht, hey, da wäre vielleicht nochmal noch schön. Also beide von dem her, beide Meteor-Fuzzis. Weißt du was? Sagen wir mal einfach Scheiß drauf. Da machen natürlich auf den anderen Duten drüben ein bisschen mehr Damage. Machen das einfach so. Fertig. Wenn er Bock auf mich hat, anzugreifen, soll er kommen. Kannst hier drüben her machen. Nehmen wir mal hier. Ich bleibe in der Nähe, weil das ist mir echt zu gefährlich da. Und nehmen Andung. So. Also hier unten bei denen. Die Meteor-Dinger sind aber auch Arschlöcher. Entschuldigung für den Kraftausdruck, aber ist noch wahr. Dass sie so eine fucking hohe Reichweite haben.
Da finde ich eigentlich die Idee hier mit denen immer noch so gut, dass ich sogar sagen würde, ich gehe hier hin, mache Überreiten. Also wäre ich außerhalb der Reichweite vom Magie-Dude und bleibe erstmal hier. Währenddessen Yunaka in der Kombination dahingehend mal schnell den Plan macht. Da rein, du mit deinen Strategien, hey. So. Jetzt habe ich die soweit eigentlich alle aus dem Schussfeld soweit genommen. Ich will nach unten irgendwelche Dudes, die auf mich zukommen, aber scheiß drauf. Sie mit denen aber trotzdem nach da drüben einfach mal so, just for fun. So. Eben hier müssen wir vor allem den noch ausschalten. Wie auch immer das gelingen soll. Ich meine, hier ist natürlich auch drin. Da hoffe ich jetzt auch mal, dass es trotzdem gut geht. Dann hier unten. Da muss ich fast schon hierauf hoffen. Weil die alle da runter schicken und sagen, jo, hoffentlich schafft ihr es. Viel Glück. Friends. Finde ich eher sehr mutig. Da würde hier unten noch ein bisschen verlangsamende Bewegung. Das wäre durchaus eine Option, Bouchereau dann in den Kampf zu schicken gegen die. Hier wäre ich eigentlich schon froh drum, wenn es irgendwie funktionieren würde. Oh, Schaden bei den Typen? Physischer Angriff 22 müsste eigentlich reichen, wa? Ja, damit halt die Dinger, die Leiste sich füllt mit Tiki. Da wäre schon cool. Wenn ich hier hinstelle, haben sie eine niedrige Ausweichrate. Ich halte mich einfach mal in Lauerposition, weil da kommt sicher noch was. Hier nachher zum Heilen von allen Truppen. Da schicke ich sie schon mal. Dahin. Weil sie im Nachhinein den Rest noch heilen muss, aber sie kann eh nicht mehr so viel heilen. Kommen wir mit Beilev eingehen, eventuell eine Option. Okay. Das Kapitel hier, also da rein. Meisterstratege, Respekt, ey. Alter, Respekt. Die machen schon so verdammt viel Schaden. Er trifft kaum. Achso, mit dem Krieger ist klar. Aber schon cool, dass er auch Magie abwehren kann. Aber trotzdem, ich wünschte, ich hätte da Hortensia und Ivy noch mitgenommen. Hier einfach zu sagen, ja, ich trainiere mal ein bisschen Chloe, das war eine scheiß Idee. Und was sehe ich da? Chrom kommt vorbei, war? Hab ich da gerade richtig gesehen? Jo. Darren ist unten, Chrom ist hier. Das finde ich jetzt nicht so geil. Da ich noch jetzt hier hingehen würde, könnte es mit Janna attackieren.
Soll man die Chance gehen lassen, gegen Chrom anzutreten? Dann mach erstmal die anderen platt. Alter, das ist nicht dein Ernst, was du für einen Schaden machst bei ihm. Ja, aber er kann ja nicht mehr davonlaufen. Das ist natürlich auch so ein Fakt. Faktor vor allem. Hier hinten soll nochmal auf mich zukommen müssen. Ja, die kommen ja auch schon. Also nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hatte. Schade. Und dann kommt Darien auf mich zu. Gut, er greift mit Magie an, das wird nicht so viel bringen bei ihm. Warum müssen die Crit-Chancen haben? Was ist los mit euch? Ach, Freunde. Ich kann auf 5 Felder latschen, das ist schon viel. Ich kann natürlich nach unten gehen und die trotzdem platt machen zuerst, so ist er nicht. Aber deswegen sind nicht die anderen plötzlich weg. Die Dudes. Ganz nah rangehen. Quasi Silberschwerden so platt machen. Das kann ich Boucheron versuchen, aber nicht so. Stimmt. Warum eigentlich nicht? Warte mal. Warum mache ich sowieso den Ultra-Joke mit Boucheron und Lyn? Ein Doppelgänger. Der Wischtanz, okay. Der Wischtanz, der wischt. Bündnis, Engage. Ich hoffe auf der andere kriegt nicht. Man ist zwar nur ein Stallbogen, trotzdem 10%. Okay. So, und jetzt hier engagen und dann natürlich Doppelgänger einsetzen und hoffen, es funktioniert. Weil ich habe die Gegner noch gar nicht angegriffen, es müsste also eigentlich funktionieren. Astra-Sturm setzen später ein. Natürlich gegen Darien, ne, ist klar. Oder gegen Chrom. Eins von beiden. Wäre natürlich eine Option. Macht er dort schön Schaden. Okay. Ne, Doppelgänger auf. Meisterbogen. Ne, ich nehme lieber... Also, warte mal, Doppelgänger können das eh nicht. Meister Axt und Doppelgänger auf. Dem immer Manikati, wa? Genau, okay. Das heißt, eigentlich müsste Chrom jetzt gegen die agieren. Das heißt, ich kann mich eigentlich um die hier kümmern. So, aber der Magier war jetzt gerade ein größeres Problem, muss ich eher dazugeben. Den Rest muss ich eigentlich hinkriegen. Jetzt hier unten. Dann mache ich gegen die Miezekatzen. Kommt doch gar nichts, weil wir machen erstmal den hier. Also Chrom dürfte mich eigentlich nicht angreifen. Sagen wir, wie es ist. Weil ich hier Doppelgänger habe. Genauso wie bei Darien. Ob der nachher mit Doppelgänger losgeht, habe ich keinen Schimmer. Irgendwie bezweifle ich es. Weiß nicht warum, aber irgendwie bezweifle ich es. Deswegen greife ich natürlich mit Alfred Sigurd hier an. Überall habe ich gar nicht mehr. Nö, war aber nicht mehr. Falls Darien doch kommen sollte, nehme ich natürlich den Speer, ist klar. Weil ich da dem Typen nicht. Der macht eh, was er will. Ich kann nochmal abhauen und zum Glück kommt jetzt nicht so weit. Okay, dann setze ich mal ihn hier hin. Engagen machen wir gleich.
Sind schon so stark geschwächt, da kann sicher auch Simon noch ein bisschen was abgreifen. Wir haben natürlich Yunaka eben damals auch keinen Orkanax mitgegeben für magischen Schaden, das war ja auch sehr clever von mir. Also hier kann ich ein bisschen Probleme haben, aber bin ich auch selber schuld, muss er zugeben. So, ich komme natürlich jetzt mit euch beiden nicht so, was ich gerne hätte. Okay, dann geht's nicht anders, musst du die Plan machen, Kumpel. Also, nur wenn du willst, ist klar. Wenn du nicht willst, dann halt nicht. Scheiß, die Wamvolley. Ja, ich mach das gerade, um den anderen Typen abzublocken. Bringt überhaupt viel. 4 Felder. 1, 2, 3, 4. Ja gut, da kommt nicht an Chloe ran. Ja, ich kann nicht mal platt machen, also. Doch, wir müssen näher ran. Aber nee. So. Haben wir das auch. Der ist eben da unten. Ihr könnt theoretisch hier hin, aber warum soll der unten angreifen? Wäre ja doof. Hau der Sturm, das andere kann Folgeangriff ausführen, der Gegner nicht. Genau, mit Wolfbeil, perfekt. Haben wir schon oft genug gesehen. Okay, greift Doppelgänger an, sehr gut. Oh, ich habe noch genug von dem her. Wenn zur Not nur ein Angriff sein soll, den sie abblocken, das ist schon immerhin viel wert. 40%, Freunde. Wollt ihr mich verarschen? Also kann ich überspringen, weil ich muss sowieso noch zurückspulen. Elixier hätte die Unikaku gebrauchen können. Der Support ist schon scheiße da. Zweimal kann ich noch, schön. Du ist jetzt Auge des Sturms sein, das passt eigentlich soweit. Diamant. Geh mal bis zu Diamant zurück, so. Ein Problem ist, ich kill ihn halt nicht instant. Das ist halt so. Hatte die Hoffnung, mit Support in der Nähe wäre es vielleicht noch was. Aber jetzt trifft er plötzlich. Vorhin hat er nicht getroffen. Das ist doch wieder mal so eine Scheiße. Chloe, die Bauria. Kommt eh nur dahin. Warte mal. Und jetzt sage, statt so, ich greife so an. Ist natürlich kein Killer, ist ja klar. Warum auch? Die andere Seite bringt es eh nichts. Ich muss schon den so platt machen. Und ja, der Magier ist halt scheiße, deswegen muss ich ihn auch platt machen. Der hilft halt alles nichts. Was ich theoretisch machen könnte. Der killt mich halt auch schon fast. Das ist auch so.
Man kann überlegen, theoretisch natürlich auch hier hin und Bündnis gehen und dann Kampftechnik einsetzen. Wo ich gerade ein bisschen doof bin, ich hätte zuerst den da oben platt machen können, nachher mit Haus kommen und nochmal ziehen können. Ja, wäre eine Option gewesen. Ah, okay. Jetzt haben wir noch den hier, den kann ich einfach so platt machen. Also einfach. Weil einfach ist. Sagen wir, wie es ist. So, kann der Trick jetzt bitte funktionieren? Und dann setz mal hier hin, damit er nicht die Junaka angreift, die eben ein bisschen angeschlagen ist. Da bitte irgendwie hier noch in den Angriffsziel oder so, oder mach mal so. So. Der Rest müssen noch funktionieren wie zuvor. Genau, der überlebt. Ah, das kratze ich ihn noch beinahe ab. Ah, das ist auch nicht schlecht, ey. Ja, Louis kann ja auch bald noch zurückstufen. Zurück auf Level 1 halt, ja. So, wie gehe ich jetzt vor? Die beiden sind von mir abgezogen, das ist natürlich schon mal sehr gut. Man kann mit Diamant da mit dem Vierfachtreffer loslegen. Ja. Wir werden zumindest schon mal einen Balken runter. Aber gut, sparen wir uns in dem Fall auf. Für gleich. Kriege ich den hier besser platt. Base ist jetzt natürlich relativ. So, wäre es da auch mal einer weniger? Dann kümmern wir uns jetzt hier mal um Darien, oder versuchen es zumindest, oder ich hau mit ihm hier ab, das ist die andere Variante. Und ich glaube sogar, die Variante gefällt mir gar nicht mal so schlecht. Er wird so 24 Schaden machen, aber er muss erstmal zu durchkommen. Damit wäre einer schon mal weg, also so ein Balken halt. Speed plus 3, sehr gut, die wird immer schneller. Sind immer noch nicht voll bei euch, das ist natürlich jetzt scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Darien, sorry Kumpel, aber du musst leider gehen. Du willst ihn wohl verkackeiern, wa?
ist denn hier wieder los, Freunde? Warte mal, ich habe noch das Ding hier. Lanzen, nachher gegen Äxte. Ich wollte es eigentlich da rein platt machen. Scheiße. Aber Tiki-Seagull-Kombi, die kann auch nicht so, wie sie sollte. Die andere Variante wäre, wir reisen ins Gebrüll hier, aber dann flute ich mich selber. Das ist irgendwie auch doof. Und vor allem, wenn würde ich gerne hier noch irgendwie nochmal nachlegen und nochmal ziehen könnte. Das sind eigentlich auch erstmal hier. Das ist tatsächlich irgendwie das Problem mit Sidal und Tiki. Mal gucken. Ja, eben, glaube ich, sobald ich mal dran bin, kriege ich die schon platt. Mit dem Silberschwert, der ist auch schon fast down. Problem ist halt mit ihm hier, ich komme. Ja. Hier und dann irgendwie normal angreifen oder was. Im Langbogen den Typen da platt machen, nachher nochmal ziehen. Das ist doch auch scheiße. Ich hätte nie gedacht, dass man jetzt irgendwie Sidal-Tiki-Kombi hier so Probleme macht. Also echt nicht. Ach, da oben, genau. Und die beste Idee einfach zum Feindeslager. Hin quasi. Ne, die Avenger muss ja schon irgendwie so und jetzt gucken. Er soll immer die Gegner eigentlich zuerst angreifen, ne? Darf nicht vergessen, das ist eigentlich immer das Ziel. Und nicht ein kleiner Koop-Schlag, kann auch nicht schaden. Halt eben, auch wenn ich jetzt hier näher dran bin, vielleicht sogar hier bin. Ich krieg da rein halt nicht platt. Er kontert nochmal. Ich habe zwar einen Meisterbogen, ich könnte einmal kritten, wäre er weg. Das könnte man noch versuchen. Okay, einer weniger. Puh. So, er sollte eigentlich auf die beiden losgehen. Also wir können nachher uns eigentlich darum bemühen, die mal Platz zu machen. Endlich mal. Puh, meine Güte, ey. Das ist aber echt eine schwierige Geburt gerade hier. Dass ich mich selbst nur so heilen kann, so wenig ist auch irgendwie traurig. So. Alfred Seagull, Sigurd, wie auch immer, ihr müsst schon näher ran. Auch wenn der natürlich sehr viel Damage macht. Verständlicherweise, aber wir müssen hier langsam mal zur Sache kommen. Wenn ich schon mal die Gelegenheit habe. Vielleicht den Kritten weg ist er. Und ich habe hier noch. Okay. Und ich habe hier noch zwei Doppelgänger. Die Marv eigentlich angreifen müsste.
Weil er auch bisher irgendwie nie von was anderem attackiert wurde. Also gab nie für ihn einen Grund, was anderes anzugreifen, außer die. Deswegen gehe ich jetzt auch mal hier hin. Ja, eigentlich, es gibt keinen Grund, was anderes zu attackieren. Sagen wir, es ist. So, dann gehe ich hier hin, mache die Hauskommandos Plus. Oh, hey ho. Ah, hey ho. Ich liebe die Animation einfach. Klar, Junaka macht dann nicht so viel Damage mit Edelgard. Das ist halt noch so ein bisschen der Krux mit ihr quasi. Koop-Schlag. Ja, wenn der trifft, ist sie weg. Ist er weg, Entschuldigung. Okay, sowieso weg. Ich sehe zwar nur langsam, aber ich sehe Licht am Ende des Horizonts. Also was die Sonne wäre jetzt cool gewesen zum Heilen. So. Warum? Warum greift Chrome jetzt nicht die Doppelgänger mehr an? Ich verstehe es aber nicht, Freunde. Gibt es dafür eine logische Erklärung oder was? So, jetzt geht es darum, Chrome noch Platz zu machen. Irgendwie. Noch Sidal Tiki Kombi. Okay, das könnte noch was werden. Sonnenbogen. Ja, wäre fast down. Ich meine, er muss bei ihm 2 Dinge abziehen, ne? Das ist nicht gerade wenig. Weil so mache ich zumindest einen Bruch. Das ist schon mal gut. Also ich mache wortwörtlich einen Bruch. Ist ja gebrochen. Das heißt, einen Vierfachtreffer mache ich jetzt nachher. Jetzt kann ich eigentlich unbeschwert angreifen. Die Frage ist, womit? Vielleicht mit dem Sonnenbogen. Das ist noch zu früh, sollte man Bushiroad zuerst angreifen. Wobei Bushiroad kommt nicht so, weil ich gerne würde. Wir können unterstützen. Gut, was jetzt hier das Wegreiten bringen soll. Naja. Der darf bitte killen. Wäre sehr froh drum. Ja, wir sind alle jetzt im Rangstand, Kumpel. Wir sind alle am Arsch. Kannst sagen, was du willst. Und mir ist jetzt momentan die Erfahrungspunkte so egal. Wir sind aber knapp 40 Minuten. Ich will es einfach nur noch beenden. Ich mache Bündnis, Vierfachtreffer und gut ist. Alter, das Kapitel ein Krampf. Dankeschön, bring es zu Ende, bitte Diamant, bitte. Oh. Wir haben es irgendwie noch geschafft. Hey, leck mich am Arsch. Die göttlichen Kapitel, ey. Der hat ja schon so ins Kapitel, wäre übel.
Vor allem war das Kapitel auch riesengroß, aber das hier, da hat man so, das geht ja noch. Oh, wir haben noch 2 vor uns. ここまでのようだね。僕の答えは出たよ。クロムの方はどうだい？ああ、力と覚悟を十分に感じ取ることができた。それにあんなにまっすぐな攻撃を見せられては認めないわけにはいかないな。では試すようなことをしてすまなかった。改めて協力させてもらおう。世界が一日でも早く平和になるよう共に戦わせてもらうよ。ありがとうございます。紋章師クロム、紋章師ルフレ、共にこの世界に希望の光を灯しましょう。希望か。希望を語る者がいなければこの世界には絶望しか残らない。クロムの受け売りだけど、希望で世界を照らすことは俺たちも何度も絶望の淵に立たされ、だがその度にルフレや仲間たち、そしてその言葉が逃れられないと思われていた死の運命すら俺たちは変えてみせた。君たちにもできると信じているよ。どうか希望を捨てないでいてくれ。わかりました。クロム、ル。その意気だ。これからよろしく頼む。Wir haben es geschafft, ey. Oh, cool. ルフレさん、お久しぶりです。ルキナ、こうして会うことができて嬉しく思う。元気そうで何よりだよ。まさか僕たちと同じ紋章師になっていたとはね。クロムは君のことを心配だと言い続けていてうるさいくらいだったんだよ。余計なことを言うな、ルフレ。本当ですか、お父様。当然だろう。実の娘なんだからだ。こうしてお前の顔を見ることができてようやく安心できた。私もお二人とお会いできて安心しました。なんだかすごくほっとします。これからはまた共に戦えますね。イーリスでの日々のように。ああ、よろしく頼むぞ、ルキナ。この世界の未来も希望へと導こう。はい、お父様。ルフレさん。 Hoffen wir's. Emblem Chrome und Emblem Darien setzen Gegnern gemeinsam mit Schwert- und Magieangriffen sowie besonderen Kampfstrategien zu. Ausgeführt werden Überraschungsangriff. Okay, die Bündniswaffe Donnerschwert kann aus der Entfernung Gegner mit Magie Schaden zufügen. Die Bündnisfähigkeit andere Hälfte ruft Darien herbei, den Magiewert erhöht und an Koop-Schlägen teilnimmt. Schön. Spiel 72 Stunden, ja, danke schön, ey. Mann. Emblem Roy. Stelle eines erkrankten Vaters. Ach ja. Just like old times. Gut, wem ich den Ring von Chrom und Darien gebe, bin ich ehrlich gesagt momentan noch ein bisschen überfragt. Da zuerst vielleicht irgendwie an Chloe. Weil natürlich die kommen mit Angriffen, aber auch Magie und so, was ganz nett wäre. Yunaka wäre vielleicht auch eine Option. Muss noch ein bisschen gucken. Weil die Ringe, die Chloe und Yunaka aktuell haben, sind eigentlich nur temporär. Also Chloe den Ring von Beilauf gegeben habe. Ja. Aber bei Hortensia macht der, glaube ich, besser. Glaube ich, zumindest irgendwie. Alter Schwede, jetzt haben mich ja wirklich Nerven gekostet, ey. Immerhin, es gibt BAM-Fragmente. Oh. Ja, die meisten Gegner haben ja platt gemacht. Die fragen mich jetzt zwar, ob wir auch ein bisschen Geld gesammelt haben. Ich dachte zwar, ich hätte irgendwann mal ein bisschen was gesehen, aber ich von den Items auch ein bisschen Kohle. Aber man ist nicht ganz so sicher. Ja, doch, ein bisschen was, okay. Die Folge ist eigentlich vorbei, machen trotzdem ein bisschen was. Alfred Ziegler findet eine geile Kombi. Er macht es zwar mit Edelgard Ring auch gut.
Aber aufgrund dessen, dass er Edelllebenskugel hat und so. Also die Kombi, die zieht, finde ich persönlich. Die kann man so belassen. Die Kriegerlanze, doppelte Angriff, oh ja, gerne. Weil seien wir ehrlich, einen Edelgardring kannst du jedem geben, der ist bei jedem gut. Das ist das Geile daran eigentlich. Unterstützungsgespräche, natürlich auch wieder ein paar neue, wen hätte es gedacht. Inventar. Ja, aber das nächste Mal wieder losziehen, muss ich schon ein bisschen was machen, das stimmt schon. Das war echt anstrengend, ey, alter Schwede. Bei ihm hier, ich meine, Silberbogen, Meisterbogen, Silberschwert ist natürlich alles cool. Aber dass er kein Item bei sich trägt, gut, das war jetzt eigentlich dieses Mal, wo es mir auf den Sack ging, aber ansonsten. Diesen Meisterbogen abzulegen bei ihm. Er braucht das so selten eigentlich, er macht ja meistens, wenn er magietechnisch angreifen würde, krittechnisch angreifen würde, würde es eben mit dem Sonnenbogen gehen. Bei dir, Silberlanze, Speer, Meißellanze. Heilungsdinger wären sehr vom Vorteil. Ich muss eh neue Stäbe kaufen, also insofern. Die habe ich ja zurückgelassen hier. Die hätte auch so gut, so schön gebrauchen können. My friends, my friends. So, oder mache ich Michael mit Darien und Chrom. Initiiert die Einheit den Kampf, schließt Darien mit einem Koop-Schlag an. Magie plus 10. Ja, und vor allem Drache Darien für 2 Koop-Schläge aus. Eine magische Attacke, die physischen Angriffskraft verwendet. Nur Schwerte, Drache zugefügter Schaden plus X. X klar 50% von Stärke. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Man dann noch imbarer als er eh schon ist. Ja, wenn können wir so einen Ring geben. Also generell, wir haben gesehen, Sidal, Tiki, geile Kombi. Louis Hector hat er auch geil abgeräumt. Boucherolin gefällt mir auch immer besser. X gleich Figur. Oh, wir haben nur 6 davon, das ist eigentlich viel. Merin hätte viel, aber hier bringt es nichts mehr, weil er keinen Typbonus habe. Nur Schwerter. Ja, sie hat eigentlich schon Donnerschwert drauf. Das bringt auch nicht mehr so viel. Plus X gleich 4, also plus 11 Schaden. Das ist schon ordentlich. Und sie hat das selbst auch Stärke. Also die Kombi könnte ziehen. Hortense glaube ich eher weniger. Citrin auch weniger. Ja, Chloe eigentlich auch. Überraschungsangriff. Das stelle ich mir halt vor allem bei Fliegern gut vor, weil die natürlich auf höheren Gebieten sind. Oder eher mal dort sind, wo ich sage, ja, stell es wieder dahin und dann kann ich gegnerische Angriffe verhindern. Magie plus 10. Ja. Cool wäre es schon. Den halt irgendwie doch Junaka. Donnerschwert gibt einen guten Boost. Der Korbschlag trifft garantiert. Das ist eigentlich etwas, was auch cool ist. Ja, schwierig. Muss mal gucken. Muss vielleicht doch Michael mit Kronen wird und Lucina gegen jemand anderem.
Lucina ist, glaube ich, sowieso nur temporär drin. Aber generell, ich glaube, so die Ringe wie Kombination wie Sidal, Tiki, Louis, Hector, Bougerolin sind geil, behalte ich definitiv bei. Alfred Sigurd eigentlich auch eventuell. Alfred an den Freehouse-Ring, muss ich mal gucken. Diamant Leaf oder Roy. Ich finde, er macht sich auch mit Leaf sehr gut. Und dann noch ein bisschen erhöht werden das Ganze, aber ansonsten. Fogado ist natürlich nicht mit Coin, da muss ich irgendwas anderes machen, nehmen wir auf den Freehouse-Ring zum Beispiel. Oder eben hier mit Chrom Darrain wäre eine Option. Ich gucke, dass ich irgendwie jemanden nehme, wo ich mit dem Typ-Bonus mehr ausrichten kann. Wenn ich den Kopfschlag, ja, wenn ich den Kopfschlag selber als Drache ausführe, ist er noch gewaltiger, da kann ich ein zweites Mal machen. Aber ganz ehrlich, Timera und Ike ist auch geil, die Kombi. Die Fähigkeit ist weniger geil, da muss ich auch zugeben. Auch mit dem FP muss ich ein bisschen gucken. Ah, warte mal, Yunaka. Da wieder genug FP. Aber egal. Wahrsager neu. Ach stimmt, ich bin ja jetzt... Nachts kann ich zum Wahrsager gehen. Machen wir nächste Folge, Freunde. Ich schreibe es mir hoffentlich auf. Dass wir noch ein paar Gedanken machen bezüglich halt Chrom und so. Wie ich das nutzen will. Beile, was machst du hier? Ah, Was? Schade, dass du ah, kein Tee mehr trinken kann. Ja, er ist ein Geist oder so, wa? Feuerlanz, Novizenbuch, Stahl, Großlanz, Adeptenbuch. Für das bisschen hier? Krass. Eine Feuerlanze vorne. Das heißt, er kann jetzt endlich magische Lanze verwenden. Also schon geil ist, muss man zugeben. Donnerschwert, ja, lass mal noch beim zweiten, vielleicht brauchen wir das mal noch. Beim Feuerlanze könnte Chloe viel Spaß haben. Stahl Großlanze. Ja, dann tun wir ein bisschen upgraden, ist nachher für Louis. Louis. Dann kommt noch ein Stabdinger weg, weil ich brauche jetzt sowieso seltener. Viel seltener vor allem. Tomahawk eigentlich auch nicht mehr so häufig. Miniaturbogen, den eigentlich schon eher. Noch so einer weg. Noch ein Elfenlicht, weil ich jetzt auch Bolganone habe. Weil Chloe kann eh nicht mit magischen Büchern angreifen. Leider. Ich nehme den noch weg und gebe noch einen Eisendolch plus 1. Ah, dann gerade so die geilsten Dinger, die ich kriege. Das Eisenschwert wegpacken und dafür dann Donnerfaust, jo. Sehr schön, also wir haben Notizen oder Novizen-Dingsbums bekommen für mehr FP. Ihr wisst, was das heißt, ich will dann noch ein paar Fähigkeiten erben. Aber das und vieles mehr. Beim nächsten Mal geht es zurück zum zentralen Platz. Ey. Und eben überlegen wir, was mit Feuerlanze, mit Chrom Darrain Emblem zu machen. Und nächste Folge werde ich kaum glauben, aber das nächste DLC-Kapitel. Das heißt entweder das von Fates oder das von Heroes. Wenn nur noch 2, die übrig sind. Ich muss auch das mit Fates machen, war. Oh Gott, oder mache ich das mit Heroes? Also ursprünglich will ich durch Heroes komplett außen vor lassen, weil, ja, Spin-off-Titel und so, aber eigentlich machen tue ich es schon. Also, Somni. Du machst es richtig, Kumpel. Egal. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Es gibt noch viel zu tun. Bis dahin, tschüss.